So, es geht wieder gegen West Bromwich. So, Cuenca war der da von Barcelona, ein rechter Flügelflitzer. Wobei der links und rechts spielen kann. Aber gut. Dafür kommt der nächste Saison Xavi Garcia. Butland und Neskens kommt. Jetzt muss ich den erst einmal schauen. Nach diesem Lorente. Ist denn der wirklich so gut? Kann man gar nicht vorstellen. Ach, jetzt ist die türkische Liga drin. Nicht? Das liegt wahrscheinlich am neuen Patch, was ich installiert habe. Ist denn jetzt... Die holländische Liga ist jetzt dafür weg, oder wie? Achso, das ist die holländische Liga. Das muss ich nur im Patch umstellen, also man kann das einstellen, dass die ja original so heißt. Also im 3.2 Patch ist ja jetzt die türkische Liga dabei. Das muss ich noch umstellen. Weil sonst schaut das nicht original aus. Was wollten wir denn machen? Ach, wir wollten nach Lorente schauen. Der spielt ja in der spanischen Liga. 79, so gut ist der eigentlich gar nicht. Aber Schussgenauigkeit. Und das macht viel aus. Verpflichtungschance bei 2%, also gar nicht. Muniain, der war auch ziemlich gut. Hängende Spitze. Den beobachten wir mal. Amore Pieta. Brauchen wir denn einen guten Verteidiger? Gut, wir haben ein paar gute, aber... Oscar, müsste mal endlich mehr Leistung zeigen. Ja, Verteidiger haben wir eigentlich gute. Einen guten Ersatz haben wir auch. Also Sörensen, der hat noch Qualität noch hat, weil er erst 20 ist. Gut, wie auch immer. Wir spielen jetzt gegen West Bromwich. Ja, zumindest sind wir noch im FA Cup unterwegs. Also den können wir immer noch gewinnen. Gegen wen spielen wir denn da als nächstes? Ich glaube gegen Manchester City, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und davor spielen wir auch schon gegen Manchester City. So, also jetzt haben wir ein Heimspiel. Ja, das schaut gar nicht so schlecht aus. Den Aussee. Destro lassen wir auch mal draußen, aber er hat top gespielt in der Liga, also in der Europa League. Gut, dafür, dass wir jetzt nicht mehr international spielen, können wir uns zumindest auf die Liga konzentrieren und dafür, dass wir nächste Saison international spielen. Das sorgt natürlich voraus, dass wir da gewinnen. Was fatal, wenn wir natürlich nicht gewinnen. Das heißt gleich, dass wir runterrutschen könnten. Und das wollen wir ja nicht. Dorans fängt den Ball ab. So, gleich mal die erste Ecke. Aber das darf natürlich nicht passieren, dass der so durchkommt. So, weg ist er.
Und wieder so ein Ball, den er angefangen hat. Ja, das darf nicht, also was wir da schon wieder spielen, ist natürlich gar nicht schön. Nächste Torchance, die druckern schon wieder wie nochmal was aufs erste Tor gleich. Und wir sollten das so schnell wie möglich unterbinden. Ja, nicht nur anzeigen, laufen. Und Kabay, jawohl. Wobei der am Anfang wirklich schlecht gespielt hat. Also am Anfang der Saison. Hat sich wirklich jetzt langsam zum festen Bestandteil gemausert. Und das zeigt er jetzt auch. Wunderbar, 1-0 also. Also könnte man schon vorstellen, dass der auch weiterhin bei uns spielt. Und dann vielleicht nächste Saison neben Neskens, wird natürlich super. Ronaldo erwischt den, jawohl. Ja, erwischt ihn aber nicht mehr so, dass er ein Tor draus macht. Sag mal, war das kein Foul? Der Stürmer von denen ist ein ganz schön grober Sack. Ah, das war abseits. Das war natürlich klassisch, wenn jetzt wieder einen Tick zu spät am Ball abgeben. Also Sekunden früher. Und dann weiter durchgewinnen. Jakob. Popov. Erstmal geklärt. Mantom. Oh, wow, wow, wow. Torwart bleibt drin, hat. Drunter und drüber schon wieder. Jetzt hat er ihn sicher. Gott sei Dank. Ja, das war anders gedacht. Durant. Ja, unser Spielaufbau ist noch nicht so besonders. So, Obertor. Das war kein Abseits. Ronaldo. Verliert ihn aber. Ja, einfach mal drauf gehaut. Oscar, aber zu unplatziert. Und geht deutlich am Tor vorbei. Ja, dann hat er nicht gescheit erwischt. Aber wir führen zumindest.
Kabay. Ja, hat ihn immer noch, der Foster. Der Torwart, der Stürmer doch immer nicht stoppen. Der muggelt sich da ständig mit irgendwelchen rabiaten Einsätzen durch. So, es ist erst einmal Halbzeit. Und Moment, ich werde jetzt einmal kurze Unterbrechung machen. Gut, da sind wir schon wieder. Nur kurz einmal was trinken. Ja, im Großen und Ganzen passt unsere Aufstellung noch. Wir spielen jetzt allerdings auf mit langen Bällen, da die sagen. Und vielleicht mit Abseitsfalle. So, also zweite Halbzeit. 1-0 Firma. Durch ein schönes Tor von Kabay. Natürlich war es jetzt wünschenswert, den Sack zuzumachen, indem wir noch 1-2 Tore schießen. Weil 1-0 ist wie immer nichts sicher. Ja, Oscar zu harmlos. Den muss er besser kriegen. So, Dembaba jetzt. Ja, so macht man das. 2-0. So, ist der Sack schon zu? Oder können wir die nochmal zurück? Ich würde sagen, bisher haben sie noch nicht viel geleistet. Also die Gegner. Wunderbar gemacht mit dem Außenriss. Ja, somit sind wir schon mal etwas sicherer unterwegs. Außer es bricht jetzt irgendwie alles ein. Aber an das glaube ich jetzt einmal nicht. Ja, Foulspiel, Zeit. Nicht, wie immer halt. Ja, dafür zählt das. Und jetzt gibt es Gelb für Ronaldo. So, Obertor. Der ist jetzt, muss ich sagen, über die ganze Saison über bisher. Ich glaube, die 1-2 Tore, was er gemacht hat, war also nicht so der Matchbringer. Bisher noch nicht. Jetzt hat er eine Chance gehabt. Aber es war durchaus ein Mann, den wir abgeben könnten. Müssen wir einfach mal schauen, vielleicht finden wir im Sommer einen Abnehmer. Dann hauen wir den mal aus.
Dann suchen wir uns einfach einen anderen Jüngern. So, Mann, Tom kriegt jetzt einmal die gelbe Karten. So, 29 Meter. Den können wir natürlich nicht direkt hauen. Aber so können wir es machen. Dembaba wieder mit rechts. 3-0. Und der war richtig platziert, geschossen in den Winkel. Ja, sehr geil gemacht. Wunderbar natürlich. Und damit steht der Sieg fest, würde ich sagen. Und jetzt können wir eigentlich auch mal wechseln, weil Ronaldo gelb hat. Da wird einmal Destro eine. Der war ja zuletzt super gegen Bilbao. Wenn wir im Hinspiel auch schon die Leistung gehabt hätten, dann hätten wir Bilbao bestimmt weggehaut. Zumindest haben wir bewiesen, dass wir es besiegen können. Das ist schon mal ganz wichtig. Dembaba mit der nächsten Chance. So, es gibt Einwurf. So, und jetzt kommt der Italiener. Ja, Ronaldo halt nicht überragend. Aber zur Sicherheit einmal mal ober. Denn wir haben ja Dembaba vorne und der macht jetzt das 4-0. Und somit sein Hattrick perfekt. Also der ist auf jeden Fall in unserer Mannschaft Gold wert. Er trifft nämlich mit allen Körperteilen. Und es ist richtig gut, einmal wieder so hoch zu gewinnen. So eine Art Befreiungsschlag. Dafür, dass wir ausgeschieden sind aus der Europa League. Naja, gut. Schlimmer war es gewesen, wenn wir das Finale verloren hätten. Kabay kommt auch noch zum Abschluss. Ballert aber den anderen in die Fresse. So, dann wir nochmal wechseln. Und zwar kann man Williamson rein da. Und Florenzi kann kommen. Eigentlich. Genau. So machen wir so. Ja, der kleine Dodo per Kopfball. Gut gemacht. So, jetzt aber in die andere Richtung. Destro erwischt ihn. Aber verlieren wieder. Hat die ganz Kickhaut mit ausspähen. So, sie probieren es mit der Brechstange. Aber klappt nicht. Gutierrez. Verfolgt von 2 Mann. Ja, der Torwart nicht sicher. So, Dorrance kommt. Jetzt haben wir ihn umgemäht. Den haben wir auch umgemäht. Destro kommt zum Abschluss. Setzt sie gegen 2 Mann durch.
So, jetzt kommen ja etwa verspätet die Ersatzmänner. So, Ecke Dodo. Ja, das war's. Wunderbar gespielt. Perfekt, effektiv, alles umgesetzt von hat. ...14 Torchancen. Davon 12 Schüsse aufs Tor, davon sind 4 eingegangen. Besser kann man gar nicht machen. Und zu Recht Dembaba, der Spieler des Tages. Natürlich, ja, Arsenal und Aston Villa machen keine Fehler. Aber zumindest haben wir Vorsprung vor Everton, das ist wichtig. Und zwar 6 Punkte. Also macht uns das auch nicht mal was aus, wenn wir mal verlieren. Was wir natürlich nicht möchten. City ist auf dem Weg zur Meisterschaft. Wenn es so weitergeht. Auf Chelsea haben wir noch 11 Punkte Rückstand. Ja, es wird eng, wenn wir die noch einholen möchten. Ach, die Fans schreien. Das ist wunderbar. Und dafür kriegen wir wieder einen Schuh. Ja,